ich werde praktisch nie von den Medien angegangen zum Thema Menschenhandel bekämpfen. Das ist mir ein enormes Anliegen. Die Medien kommen fast nur eben dort, wo sie wie EDU als Gegenstimme brauchen. In der heutigen Zeit denke ich mir, dass eher auf linker Seite ein Problem ist mit Meinungsfreiheit. Und ich sage auch, das, was Zentralbanken machen, es ist Sozialhilfe für die Reichsten. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Dino und Stego. Schön seid ihr schon wieder dabei. Bei uns ist es im Moment nicht ganz so voll im Flow vom 2-Wochen-Takt, den wir uns wünschen eigentlich. Aber wir geben uns weiterhin Mühe. Wir genießen nach wie vor die Reise und wir sind nach wie vor voll motiviert. Und haben jetzt auch schon ein paar Gäste im Voraus so ein bisschen angedenkt und angefragt und auch schon festgelegt. Also Termine stehen. Und ihr könnt euch freuen, es geht weiter im 2021. Wir hoffen, ihr seid alle gut gestartet. Es ist ein verrücktes Jahr schon mal, die ersten paar Tage und Wochen. Auf jeden Fall, wir fangen jetzt auch gerade mit einem immer wieder heißen Thema an, das ist Politik. Man ist ja auch ein bisschen politischer geworden in den letzten Jahren, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und da steht doch auch noch die Frage im Raum, weil bei uns junge Christen vor allem zulassen. 70-80% gehen in eine Freikirche, die uns zulassen. Und dann gibt es auch noch aus der Landeskirche und ein paar Agnostiker. Die interessiert, haben wir gemerkt, wie sollen Christen leben, vielleicht das ein bisschen in Frage stellen, was man sonst am Sonntag hört oder am Dienstag in der Kleingruppe. Was soll man überhaupt glauben? Was kann man vielleicht mal anzweifeln? Was kann man hinterfragen als Christ? Ich glaube, das ist so ein bisschen, haben wir jetzt, auch wenn wir auf die Statistiken schauen von unseren Podcasts, die Sachen, die unsere Leute interessieren, oder? Und jetzt haben wir unseren ersten Gast aus der Politik, der Samuel Kullmann. Er ist von der EDU und dann fangen wir in diesem Fall mal mit der rechten Position an, mit der konservativen Position. Weil die EDU ist ja im Parlament, sitzt sie eigentlich ganz rechts, gell? Nein, nicht ganz rechts. Also es wird manchmal so dargestellt in den Medien, dass wir da irgendwie so ein Halbkreis ist, oder dann hast du die SVP und dann hast du noch weiter rechts ist die EDU. Aber ich finde, das ist ein bisschen eine irreführende Darstellung. Okay, ja, zu dem kommen wir jetzt ja alles noch. Auf jeden Fall zuerst mal herzlich willkommen. Danke vielmals, machst du bei uns mit, Samuel. Sehr gerne. Schön bist du da. Schön dürfen wir bei dir sein. Ja, super, bin gespannt. Dino und Stego. Wir haben Fragen auf all deine Antworten. Wer bist du? Mal zum Anfang. Wie würdest du dich selber bezeichnen? Ja, ich bin der Samuel Kullmann, ich bin 34 und was sicher mich sehr stark geprägt hat, ist, dass ich in der Mongolei aufwachsen als Kind von Missionaren dort. Und das war von 4 bis 16 und sicher eine prägende Zeit. Dann sind wir als Familie zurück in die Schweiz gekommen und seither wohne ich in der Region Thun mit 2 Mal noch ein halbes Jahr Auslandaufenthalt, Belgien und Äthiopien. Und das sind sicher so Lebensstationen, die mich geprägt haben. Ich habe die Matur gemacht in Thun, ein Jahr Militär, Durchdiener und anschliessend Politikwissenschaften studiert an der Uni Bern. Beruflich bin ich so vor allem mit Politik tätig, habe dann nebenbei noch eine Einzelfirma, die diverse Aufträge machen. Und 2017 durfte ich sehr überraschend in den Grossrat nachrücken, also ins kantonale Parlament. Mhm. Also wie viel Prozent von deiner Arbeit ist politisch? Etwa 75. Ah, doch so viel? Ja. Bekommst du Lohn von der EDU? Oder? Genau, also das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich bin auch noch 40% angestellt von der EDU Kanton Bern. Ah, okay. Ja. Und was sind denn deine Aufgaben? Ja, so alles, was nicht in dem Sinne Sekretariatsarbeit ist, sondern eben mehr politische Arbeit. Also ich sehe mich selber auch als Strateg und ich denke, das ist sicher eine Gabe, die ich habe, strategische Analysen zu machen. Und das ist immer wieder, bietet sich da Gelegenheit vor Wahlen, sei das kommunale, kantonale oder nationale Wahlen. Aber auch einfach sonst Aufbauarbeit, Ausbauarbeit, schauen, wo kann man Leute finden, die man motivieren könnte, zu Gemeinswahlen antreten. Oder eben Leute organisieren von jetzt den kommenden Grossratswahlen oder eben bei den Nationalratswahlen. 2019 bin ich sehr involviert in der Planung und in der Umsetzung auch. Spannend.
Warum hast du dich für die EDU entschieden als Partei? Was gefällt dir an der EDU? Ich habe mich etwa mit 14 angefangen, politisch zu interessieren, und dann bin ich eben noch in der Mongolei gewesen und habe eigentlich nur über das Internet ich habe dann etwa 1 Kilobyte pro Sekunde Downloadgeschwindigkeit gehabt, und mit dem Internet habe ich mich dann irgendwie bin ich darauf gestoßen, dass es Parteien gibt, die sagen, sie nach christlichen Prinzipien wollen sie Politik machen, und das hat mich angesprochen. Dann bin ich auf die Webseite von EVP und von EDU gegangen und habe das Gefühl gehabt, ja, das ist ja praktisch das Gleiche von dem, was ich auf der Webseite gelesen habe. Und habe dann einfach Kontakt aufgenommen mit Leuten von EDU und EVP und einfach gefragt, hey, ich habe da ein paar Fragen. Ich habe das Thema Lebensschutz, also der Schutz vom ungeborenen Leben ist mir schon dann wichtig gewesen. Das Thema Israel, Nahosten hat mich sehr interessiert. Und das sind eigentlich so die einzigen 2 Themen, die ich so als 14-, 15-jähriger Teenie mich besonders interessiert habe. Und aufgrund von dem habe ich mich dann mal für die EDU entschieden, habe aber auch gewusst, ich stehe der EVP nicht völlig ablehnend gegenüber, sondern es gibt Sachen eigentlich bei beiden Parteien, die mich ansprechen. Und das ist bis heute der Fall. Du sagst, eine Partei, die auf christliche Prinzipien sich so ein bisschen nach christlichen Prinzipien orientiert. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Was sind für dich wieso christliche Prinzipien in der Politik? Also ich habe bewusst das auch so formuliert oder nicht christliche Partei gesagt, weil ich finde, das hat so einen gewissen Absolutheitsanspruch, den ich eigentlich vermeiden will, weil wir können eigentlich nur nach bestem Wissen und Gewissen probieren, Politik zu machen, eben nach christlichen Grundsätzen. Ob uns das gelingt, ob mir das gelingt, das wird die Beurteilung offen lassen. Und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Ansichten. Aber was für mich sicher elementar ist, dass man als Christ wirklich sagt, hey, ich glaube an Gott, an die Realität von Gott, gehört echt dazu, dass man auch die Bibel ernst nimmt, dass man die Bibel auch als Grundlage vom Glauben anschaut, als auch richtigweisend. Und in der Bibel gibt es natürlich extrem wenig Stellen, die man jetzt 1:1 politisch umsetzen kann. Und gleich durch all die Geschichten, durch all die Erlebnisse, die die Menschen machen mit Gott, mit anderen Menschen, kommen gewisse Prinzipien aus, oder auch aus der Lehre von Jesus, wo man doch auch sich Gedanken machen kann, wie kann man das in der heutigen Zeit politisch anwenden. Und dann ist halt noch die grosse Frage, ist jetzt das wirklich gedacht, zum politisch anzuwenden, oder ist das in erster Linie betrifft das mein persönliches Verhalten? Und das sind auch so ganz, ganz spannende Fragen, finde ich, wo man aber auch zu ziemlich unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommt von uns Christen in der Politik. Aber jetzt auch, wenn ich schon an das Stichwort Bibel denke, dann wird es ja schon schnell komplex und kompliziert von was heisst das als Fundament zu nehmen, weil man kann die Bibel auf so viele verschiedene Weisen verstehen. Von Punkt, Komma, Christ bis zu alles ist irgendwie nur ein Symbolbild. Was heisst das für dich, wenn man das die Bibel als Fundament nimmt? Ja, das, was du ansprichst, ist natürlich so, dass es sehr, sehr unterschiedliche Verständnisse gibt von der Bibel. Was ist jetzt wirklich richtigweisend, was ist allegorisch, bildlich gemeint und so, das sind spannende Fragen, das definitiv. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Faktor, auch, wenn es darum geht, wieso haben Christen zum Teil so unterschiedliche politische Meinungen. Ich denke, der Hauptfaktor für unterschiedliche politische Meinungen allgemein ist unterschiedliche Zukunftserwartungen. Politik ist extrem komplex. Also das Leben, die Gesellschaft ist extrem komplex und die Politik durchdringt all das. Und wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringt. Und wenn jetzt alle wüssten, dass ein Mindestlohn für alle Arbeitnehmenden positiv ist, nicht zu mehr Arbeitslosigkeit führt, für die Unternehmen verkraftbar ist, dann denke ich, gäbe es dort eine viel höhere Zustimmung. Und sonst ist man halt auf Theorien und Modelle angewiesen, die sich sehr unterscheiden. Ich denke, ich versuche immer zu verstehen, wie kommt man eigentlich zu unterschiedlichen politischen Ansätzen und Ideologien. Das ist mega spannend, dass du das jetzt schon mit der Zukunft ansprichst. Weil das ist auch ein Stichwort, das mich auch beschäftigt hat oder tut, wenn ich so an Politik denke. Weil wir als Politiker
das Morgen gestalten irgendwie. Wir möchten irgendwie heute etwas festmachen, das fürs Morgen gilt und wir wollen irgendwie das Morgen mitprägen und das wäre jetzt schon spannend von dir zu hören, wie deutest denn du jetzt auch, wenn du die biblischen Erzählungen liest oder so wie du sie verstehst, wie deutest denn du Zukunft? Was hast du das Gefühl, was kommt auf uns zu in Europa, in unserer Gesellschaft? Was vielleicht auch gerade aus deiner Sicht als Christ, auf was machst du dich gefasst? Ja, das ist... jetzt müssen wir fast aufpassen, dass es nicht ausufert. Thema, Stichwort Endzeit vielleicht. Ich weiss nicht, ob du das ist. Ja, oder mehr halt einfach, vielleicht müssen wir jetzt nicht ganz ans Ende, aber vielleicht so ein bisschen die richtige Ende, ich weiß es nicht. Genau. Ja, ich denke, es ist sicher grundsätzlich, dass ich das sehr aufmerksam verfolge, was so geopolitisch passiert. Wenn man so die Offenbarung liest, denke ich, viele Sachen sind für mich nicht ganz klar, aber was doch ein bisschen rauskommt, dass es Bestrebungen gibt, dass es das Böse gibt, das in dem Sinne die Welt kontrollieren will, dass es etwas Richtung Einheitsreligion, Einheitsregierung, Welteinheitsregierung, so eine Tendenz. Immer wieder in der Geschichte sieht man das, hat es das gegeben, Menschen, die, wie der Hitler, die eigentlich die ganze Welt erobern und unterjochen. Und ich denke, die Tendenz die wird es auch in Zukunft geben. Und dort denke ich, ist es sicher sinnvoll, dass man dort aufmerksam heranschaut. Und dann, ob man jetzt schon auf die absolute Endzeit zugeht, ist eine Frage, die ich ein bisschen offen lasse. Was ich von den nächsten Jahren sicher erwarte, ohne jetzt da allzu alarmistisch zu sein. Und gleich finde ich, ist für mich einfach realistisch, dass man jetzt sicher... Ich denke, das ganze Finanzsystem seit 2008 ist in einer grossen Krise, ist eigentlich am Ende, wird mit Verzweiflungsmaßnahmen noch am Leben erhalten. Und die ganze Krise, denke ich, ist jetzt durch die ganze Corona-Pandemie sich extrem beschleunigen. Und ich erwarte für die nächsten paar Jahre extreme wirtschaftliche Turbulenzen bis her zu... Dann ist es schwierig, das genau auszumalen, was das geben könnte, aber ich denke, es wird sehr, sehr spannend und damit, wenn die Wirtschaft in Schwierigkeiten ist, denke ich, können so ganz viele andere gesellschaftliche Herausforderungen hervorbringen, die sonst weniger sind. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurück zu dem Thema, wie können wir als Christen Politik führen oder was ist logisch als Christ? Welche politischen Einstellungen sind logisch als Christ? Wir können das jetzt auf verschiedene Arten fragen. Ich kann jetzt so fragen, würde jetzt zum Beispiel, hat Jesus jetzt die EDU gewählt? Und wenn ja, wieso? Ja, sehr gute Frage. Die haben wir vor vielen Jahren mal gestellt. Und seither nicht mehr. Aber ich weiss, sie haben mir die Frage mal gestellt. Also ich höre daraus, es ist eine kindliche Frage. Ich finde es eine spannende Frage. Und ich war ja Teenie, junge Erwachsene, die mich mit diesen Themen auch sehr stark angefangen zu beschäftigen. Für mich ist klar, Gott, Jesus, schaut immer aufs Herz. Und wenn ich mir vorstelle, dass Jesus jetzt leben würde in unserer Schweizer Demokratie, er würde die Kandidatinnen, die Kandidaten würden alle durch und durch kennen und bei jedem ins Herz sehen und wüsste, wer ist von seiner Herzenshaltung die richtige Person und vielleicht würde auf Jesus im Wahlzettel, wenn er wählen würde, ein paar überraschende Namen drauf geben. Das könnte man durchaus vorstellen. Also weniger parteiorientiert, sondern mehr menschenorientiert? Ich denke es, ja. Okay. Ich würde da noch einhaken. Ich glaube, bei diesen christlichen Prinzipien würde ich noch ein bisschen stehen bleiben. Irgendwie, weil, du hast jetzt mal ein bisschen angetönt, also so wie ich es jetzt ein bisschen verstanden habe, die Bibel hilft dir, wie auch die Zukunft vielleicht ein bisschen besser zu lesen oder zu deuten und darum vielleicht auch in der Gegenwart vielleicht Entscheidungen politisch zu treffen, wo du das Gefühl hast, die jetzt wie wichtig sind, weil du vielleicht spürst, auch geistlich, dass jetzt da wie etwas wichtig oder dran ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Ja, also mein Wunsch ist, dass eigentlich die Bibel wirklich, oder der Glaube an Gott, an Jesus, eigentlich alle Lebensbereiche von mir positiv prägt und ich gehe davon aus, dass mir auch hilft, die Gegenwart zu deuten, Sachen, die ablaufen, ohne jetzt da irgendwie
Anspruch zu haben, das alles zu wissen oder zu kennen. Und dort glaube ich, ist schon, du hast eben das mit dieser Zukunft angedeutet und das merke ich, ich glaube, das haben wir auch im Podcast schon bis mehrere Mal miteinander besprochen. Ist für mich, was ich je länger mehr merke, schon auch sehr etwas Entscheidendes. Was haben denn Christen für eine Zukunftsperspektive? Wie navigieren sie sich auch durch die vielen Veränderungen durch, die passieren in der Welt? Misstrauen sie grundsätzlich vielleicht auch den grösseren Gremien oder Entscheidungsträger? Ist das für sie grundsätzlich eine Gefahr? Du hast von Einheitsregierung, von Einheitsreligion, von globaler Weltmacht geredet. Ist das schon so für dich, dass du denkst, als Christ muss man grundsätzlich sehr skeptisch sein, wenn sich etwas mal verändert? Nein, nicht grundsätzlich. Nein. Ich denke, es gibt sicher Zeitabschnitte in der Weltgeschichte, wo Veränderungen äußerst positiv waren. Ich denke zum Beispiel an die Zeit 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Erweckung im British Empire, in England William Wilberforce, der 50 Jahre lang für die Abschaffung von Sklaverei und vom Sklavenhandel gekämpft hat. Und dann hat sich eine ganze Gesellschaft extrem positiv verändert. So dass Großbritannien das erste Land ist, oder sagen wir, von der westlichen Welt absolut führend war, unter enormen wirtschaftlichen Kosten gesagt hat, nein, wir tun jetzt den Sklavenhandel und dann später die Sklaverei abschaffen. Das sind revolutionäre Sachen, die passiert sind, die extrem positiv sind, die Christen sehr stark haben mitgeprägt. Und darum sage ich nicht einfach jede Veränderung auch vorsichtig. Das ist auch nicht, ich denke, da bin ich vom Typ her einfach zu offen, eigentlich fast zu wenig konservativ. Genau. Und gleich bin ich in der heutigen Gesellschaft in der Schweiz, habe ich schon vor allem Positionen, die auch konservativ sind, aber nicht nur. Und kannst du mal ein bisschen ausführen, wo willst du nicht, dass sich Sachen verändern, sondern wo würdest du eben gerne konservieren, wo würdest du gerne vielleicht sogar, weiß nicht, auch ein bisschen zurück oder bleiben? Also das ist eigentlich die Frage, die mich auch politisiert hat, als ich 14, 15 war. Dann war die Abstimmung 2002 über die Fristenlösung, also über legale Abtreibung. Und das, denke ich, ist ein Wert, der uns als Gesellschaft total verloren gegangen ist, dass man das ungeborene Leben schützen, dass man eigentlich die ungeborenen Kinder als von Gott gewollt, als wertvolle Wesen anschauen, die auch einen politischen Schutz verdienen. Und dort würde ich das Rat sehr gerne einiges zurückdrehen als Beispiel. Und dort bin ich wahrscheinlich in den Augen der Gesellschaft, von den Medien eher zu konservativ. Aber das ist eben hier wo ich kann das nicht anders als aus der Bibel herauslesen, dass Gott auch für das ungeborene Leben einfach, dass es kostbar ist und dass es Unrecht ist, einfach das Leben zu töten, weil wir sind in einem so reichen Land, wir hätten so viele andere Optionen, wo wir auch Frauen, die ungewollt schwanger sind, auch helfen können. Und das, denke ich, ist in den allermeisten Fällen einfach nicht nötig. Darf ich da noch schnell fragen, wo du das aus der Bibel herausliest? Also wo findest du die Stellen, wo das dir helfen, wie dort festzumachen? Ja, es gibt ein paar Themen, wo man praktisch nicht einen Vers findet, was heisst, eben zum Beispiel Abtreibung ist Sünde oder Sex vor der Ehe ist Sünde. Oder das gibt gewisse Sachen, die wie auf eine Art nicht debattiert waren, weil sie wie so klar waren für die Zeit von damals, wo Jesus drin gelebt hat. Und darum muss man vom Gesamtkontext her schauen, gibt es Hinweise. Und im Alten Testament, in den Gesetzesbestimmungen, gibt es eben, wo das ungeborene Leben auch geschützt wird, wenn jetzt eben eine Frau eine Fehlgeburt erlebt hat. Das ist so ein Hinweis, aber ich denke, am stärksten ist eigentlich ein Psalm von David. Und natürlich sind Psalmen nicht in dem Sinne, es ist nicht in dem Sinne Gesetz, es ist in dem Sinne jetzt auch nicht etwas, wo Jesus gesagt hat, aber Psalm 139, wo es einfach darum geht, wo der David einfach Gott lobt, wie wunderbar das er erschaffen worden ist im Mutterleib, wie Gott ihn schon dort gesehen hat, ihn gemacht hat, in all seine Tage schon in seinem Buch hat geschrieben und wie wunderbar das Gott ihn und eigentlich jeder Mensch, kann man aus dem Psalm herauslesen, gemacht hat. Ich denke, das ist für mich einer der stärksten Abschnitte der Bibel, wo
wo das nicht schwarz auf weiß so sagt, aber wo für mich dermaßen klar ist, dass ich zu keinem anderen Schluss kommen kann. Wieso ist politisch links nicht unbedingt christlich? Also sagen wir jetzt mal vom liberalen bis zum sozialistischen Denken. Wieso denkst du, passt das überhaupt nicht zusammen, ein politisches Linksdenken und christliche Werte? Vielleicht eine Vorbemerkung, man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man von links, rechts, liberal, konservativ redet. Das sind Modelle. Ich bin selber Politikwissenschaftler, ich bin leidenschaftlicher Wissenschaftler, ich liebe Modelle. Modelle sind super und gleich ist es eine Vereinfachung von Wahrheit, das muss man, oder von Realität, das muss man sich auch immer wieder bewusst sein. Und es sind natürlich Schlagwörter. Ich war 2009 mal in Moldawien an einer Konferenz über Menschenhandel und habe dort Couchsurfing gemacht, habe bei einem jungen Moldawier übernachtet. Und der hat mich gefragt, ja, wie stehe ich politisch? Und ich habe gesagt, ja, ich bin eher ein bisschen konservativ. Und er hat mich gefragt, ob ich Kommunist bin. Weil in Moldawien sind die Konservativen, das sind Kommunisten, die, sagen wir, die hergebrachte Ordnung dort an dem festhalten. Und das einfach so ein bisschen als einleitende Bemerkung. Ist da, also es gibt ein paar linke Anliegen, manchmal bin ich der einzige Bürgerliche im Grossrat vom Kanton Bern, der das Linksanliegen unterstützt. Das gibt es manchmal. Was wäre das zum Beispiel? Ja, dort bei Transparenz, bei Parteifinanzierung war so ein Thema gewesen. Oder dass man bei den Geschäften, die der Kanton Bern mit der Credit Suisse macht, dass man sich der Kanton Bern soll dafür einsetzen soll, dass Credit Suisse sich mehr an Menschenrechte halten, eben nach dem Skandal in Madagaskar. Ist von einem grünen Grossrat der Vorstoß gewesen. Und dort, ja, weil ich natürlich auch ein bisschen finanzsystemkritisch bin, ist für mich klar gewesen, dort nicht zustimmen. Und dort bin ich der einzige Bürgerlich gewesen. Der einzige von deinen EDU-Kollegen? Ja, das, sogar die Grünliberalen haben den Vorstoß abgelehnt. Also ich bin wirklich der Einzige, der mit SP und Grünen gestimmt hat. Und das gibt es zwischendurch mal. Darum finde ich, kann man nicht einfach sagen, das ist immer schlecht, oder rechts ist immer gut, links ist immer schlecht. Ich denke, wo ich sicher eine Grundskepsis habe, ist gegenüber dem Sozialismus, Kommunismus. Ich bin in Mongolei aufgewachsen, eigentlich die Auswirkungen davon gesehen vom Sozialismus. Und ich denke, dass dieser Ideologie liegt eigentlich eine Fehlüberlegung zugrunde oder den Menschen eigentlich zu positiv anschauen, wo der Kapitalismus eigentlich eine viel realistischere Menschenbild hat, wo darum praktikabler ist. Aber beim Kapitalismus braucht es oder sind gewisse rechtliche Rahmenbedingungen natürlich extrem wichtig. Und auch, ich denke, es besteht ein sehr breiter Konsens zwischen SP und SVP, dass es so ein gewisses soziales Auffangnetz braucht. Das ist praktisch nicht umstritten. Darum denke ich, es geht häufig auch ein bisschen um die Feinjustierung. Aber eben, was ich von der biblischen Wert her sicher mitnehme, ist sicher auch, dass Gott die Freiheit des Menschen sehr wichtig ist. Und ich denke, das muss in einer politischen Ideologie, muss die Freiheit muss auch einen hohen Stellenwert haben. Und du würdest sagen, dass wenn man jetzt eher links rutscht, dass es dort nicht mehr so eine Meinungsfreiheit gibt, sondern dass es eher eine Meinungseinheit gibt, die halt wie vorgegeben wird? In der heutigen Zeit denke ich mir, dass eher auf linker Seite ein Problem ist mit Meinungsfreiheit. Oder das mit unterschiedlichen Meinungen tolerieren. Das ist früher, denke ich, ist das mehr von rechts das Problem gewesen. Heutzutage ist meine Einschätzung, dass eher links anzusiedeln ist. Das heisst natürlich nicht, dass jetzt alle Linken dort das Problem haben, aber in der Tendenz würde ich sagen, eher dort aufpassen. Siehst du es auch zum Beispiel gerade als linke Zensur, dass man jetzt den Trump von Twitter hätte ausgesperrt? Das ist natürlich ein grosses Thema jetzt. Sorry. Oder vielleicht die Medien. Medien. Wichtig zum kritisch herzuschauen, was macht die Fülle von Facebook, Twitter, Google, unbedingt kritisch herzuschauen. Ich denke, Grossbanken, multinationale Konzerne, Big Tech, das sind alles potenzielle Gefahren für Demokratie, weil sie dermaßen mächtig sind, um demokratische Institutionen können mehr oder weniger auszuhebeln. Oder gerade überall dort, wo es um Milliarden Interessen geht, ist das immer eine Gefahr, dass Demokratie ausgehebelt wird. Und da muss man als Bürgerin, als Bürger sehr genau hinschauen.
Also siehst du jetzt allgemein einfach, dass wir Richtung einer gefährlicheren Zensur Gesellschaft und Politik also darauf zusteuern? Oder siehst du es eher positiv für die nächsten paar Jahre, was Meinungsfreiheit angeht? Nein, Meinungsfreiheit machen wir sehr viel Gedanken. Also in den USA gibt es ganz komische Tendenzen, dass wirklich Leute, die irgendwie nicht eine Mainstream-Meinung haben, wirklich sehr gut marginalisieren, einmal gewisse Universitäten. Und das tue ich sehr kritisch anschauen. Oder dass Leute sagen, hey, es fast sich die Ohren zuhaben, weil sie andere Meinung nicht hören können. Und das irgendwie emotional kaum mehr verleiden, etwas anderes zu hören. Und dort denke ich, es sind wirklich Probleme am Horizont. Andererseits bin ich jemand, der sagt, oh, das wird jetzt mega schlimm. Und die Sache gibt es immer gerne Geschichte. Also Demokratie ist immer das Gute, wo man in dieser relativ kurzen Menschheitsgeschichte, wo man das hat man das ständig müssen verteidigen und dafür einstehen, inklusive Meinungsfreiheit, inklusive Menschenrechte, was dort halt sehr stark miteinander zusammengehört. Ja, vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen bei dem links, rechts, ich finde, du hast das sehr gut ausgedrückt. Für mich persönlich, ich habe ehrlich gesagt auch Mühe damit, wenn ich das Gefühl habe, ich werde wie in eine Ecke gedrängt, meinungstechnisch. Also wenn ich irgendwo mal ein Stichwort sage, das kann man ja in allen Bereichen irgendwie, man kann sagen, man steht politisch rechts und dann gibt es gerade der rattert da gerade eine Liste runter, was der wahrscheinlich für Einstellungen hat. Die Päckchen, gell? Die Päckchen, dann sagst du politisch links, das ist genau gleich. Dann kannst du im Glauben ja sagen, du kannst sagen, ich bin reformiert oder ich bin katholisch oder du bist einer von denen. Und dann gibt's, da rattert die Listen runter. Jetzt gehe ich nicht aktiv in eine Freikirche, aber früher habe ich gesagt, ich gehe in eine Freikirche. Und das hat dann natürlich manchmal so halbe Erdbeben ausgelöst, wo ich dann das Gefühl hatte, jetzt habe ich ein Päckchen verschickt und jetzt muss man zuerst mal schauen, was da angekommen ist. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich habe das einfach nicht so gern, weil ich irgendwie möchte im Moment die Freiheit haben, mich auch zu verändern oder mich aus unterschiedlichen Sachen zusammenzusetzen. Genau. Aber nochmal, um bei dem links-rechts zu bleiben. Also links, aus meiner Sicht, hat oft wird ein bisschen mit sozial gleichgesetzt. Ja. Also man tut sich dort mehr darum kümmern, eben zum Beispiel gerade Sozialwesen zu stärken, dort mehr Aufmerksamkeit darauf legen. Und auf der rechten Seite hat man eher das Gefühl, dort fährt man eher einen Kurs, die Kuschelkurs und die Leute brauchen ein bisschen mehr Anreiz und dort denke ich mir als Christ, ja gut, soziale Anliegen, also ein Anliegen für den Schwächsten oder für den Ärmsten, ist ja eigentlich sehr ein christliches Anliegen. Fällt denn dir das nicht manchmal ein bisschen schwer, dass du jetzt eben in der EDU eher auf der rechten Seite bist und das Gefühl hast, dort, das tut man jetzt nicht automatisch mit sozial gleichsetzen? Ja, spannende Frage. Etwas, was man klar sagen ist sicher, links ist tendenziell geht es wirklich darum, viel staatlich umzuverteilen, eine sehr starke staatliche Rolle, was sagen wir, Ausgleichung von Einkommens-, Vermögensunterschieden anbelangt, während rechts das sicher weniger will. Das ist definitiv so. Und ich bin mit dir absolut einverstanden, dass von dem, was zum Beispiel Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, das ist sehr, sehr, würde man als sozial bezeichnen und ist enorm wichtig auch für den christlichen Glauben. Und ich denke, das zeigt sich auch. Also ganz viele von den sozialen Institutionen, die wir heute haben, sind ursprünglich von Christen gegründet worden. Und auch heute sind sehr viele Christen aus allen möglichen Kirchen sind im sozialen Bereich, sei es beruflich tätig oder sehr viel auch ehrenamtlich, wo man das absolut sieht, wie das durchdringt. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage, ist die Bergpredigt eine Aufforderung, sagen wir, sozialistische Politik zu machen? Oder ist gut, jetzt ist das sagen wir mal nicht sozialistisch, sondern oder mal soziale oder gewisse